bin mit einer besonderen Person und an einem besonderen Ort. Mit mir ist Isa Forster. Uns verbindet etwas. Ihre Tochter hat unseren Sohn geheiratet, aber es ist nicht das Einzige, was uns verbindet, sondern wir beten auch sehr gerne zusammen. Und genau das wollen wir heute tun bei Hour of Prayer an diesem besonderen Ort. Und was das mit diesem Ort auf sich hat, das möchte ich dir gleich erklären, weil heute geht es darum, dass die Worte Kraft haben. Und schau mal, jetzt gehe ich ein bisschen näher zur Kamera. Schau mal, das Spezielle an der Hall ist ja, dass es auf der einen Seite so ländlich ist hier. Siehst du das? Wiese. Und im Sommer ist hier Bauernhof und da weiden die Kühe. Und wenn ich dann nur ein bisschen drehe, dann siehst du die Hall, ist jetzt verkehrt, weil das mein Handy ist so. Und weiter hinten siehst du die ganze Stadt. Und das ist das ganze Stadtleben mit allem Drum und Dran. Und für uns heute zum Beten ist das ein Bild. Und zwar ein Bild von dessen, dass wir heute sagen, auf der einen Seite die Wiese, das ist wie der Himmel oder die unsichtbare Welt. Und auf der anderen Seite die Hall mit der ganzen Stadt, das ist wie das Sichtbare, das, was wir sehen. Und die Frage ist ja, wie bringen wir den Himmel auf die Erde? Und dazu möchte ich dir gleich am Anfang den Bibelvers lesen aus Matthäus 6, Vers 9 bis 10. Da heißt es, Jesus lehrt seine Jünger, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Und das ist nicht nur einfach ein vorgelesener Bibelvers heute, sondern das ist wirklich unser Gebet. Dass der Himmel heute auf die Erde kommt, dass der Himmel heute in dein Leben kommt, in mein Leben kommt, in unser aller Leben kommt, egal von wo du auch immer zuschaust. Das ist unser Gebet und genau so wollen wir heute in diese Hour of Prayer starten, mit der Erwartung, dass wir mit unseren Worten, das ist ja der Punkt, mit unseren Worten können wir den Himmel auf die Erde bringen. Ja, genau. Und meine Frage ist gleich an dich, aber auch an uns. Wie führen wir Gespräche mit Gott? Oder was für Worte brauchen wir, wenn wir in der Gegenwart mit Gott zusammen sind? Und die Frage lautet ja auch eigentlich, führe ich Glaubensgespräche oder eher Umstandsgespräche? Oder in was für Umständen bin ich drin und was für Gespräche führe ich? Und ich habe mir eigentlich wie antrainiert, wenn ich mit Gott zusammen bin und mit ihm Gespräche führe, dann habe ich mir effektiv, ich kann das nicht anders sagen, ich habe mir effektiv antrainiert, dass ich am Ende des Gespräches dann immer mit Glauben wieder hinausgehe. Also versuche ich am Anfang schon ein Glaubensgespräch mit meinem Gott zu führen im Gebet. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch mal auskotze oder einfach auch verzweifelt vor Gott kommen kann. Das kann durchaus oder kommt auch manchmal so vor, das ist auch voll okay. Aber am Ende des Tages gehe ich dann immer wieder mit einem richtigen Glauben wieder hinaus. Und das hat auch damit zu tun, eben was für Worte ich wähle. Und wenn wir in die Bibel und wenn wir in die Weihnachtsgeschichte eintauchen, dann wollen wir jetzt gleich mal schauen, wie zum Beispiel eine Maria, was für ein Gespräch sie mit Gott geführt hat oder was sie für Worte gebraucht hat, um eben mit ihrem Gott zu kommunizieren. Als nämlich der Engel zu ihr gekommen ist und ihr mitgeteilt hat, dass sie einen Sohn zur Welt bringen würde. Und zwar nicht irgendeinen Sohn, sondern den Sohn Gottes. Und darauf hat sie mit einem krassen Glaubensbekenntnis geantwortet. Und das lesen wir, wenn wir das anschauen in der Bibel, in Lukas 1,38 heißt es, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und dann verließ der Engel sie wieder. Und das finde ich so krass, weil stellen wir uns Maria mal vor, oder? Ich meine, in der damaligen Zeit, als sie auf dieser Erde gelebt hat, das war schon krass. Stell dir vor, da kommt ein Engel, sagt dir, du bist schwanger und du bist aber noch nicht verlobt, du bist noch nicht verheiratet. Und zu dieser Zeit war das eine Todsünde, wenn du schwanger warst und aber nicht verheiratet. Also das hat geheißen, sie hat mit einem krassen Glauben geantwortet und das hat so viel bedeutet wie, hey, sie hat ihre Ehre in den Sand gesetzt.
die von Josef, die von der ganzen Familie. Und sie hat damit rechnen müssen, dass sie alleine dastehen wird mit einem Kind, das sie nicht ernähren kann, weil sie hätte betteln müssen. Da war das Sozialnetz damals. Das war die Familie und nicht, da konntest du nicht irgendwie denken, ja, ich brauche den Mann nicht, sondern das war so ein krasser Glaube. Und ich möchte heute einfach für uns beten, dass wir einen Glauben aufbringen können wie Maria. Ja. Weil das hätte zum Beispiel für mich, ich habe mir dann überlegt, ja, was hätte es dann in meiner Zeit oder was bedeutet es in meiner Zeit anstelle Maria? Oder wenn jetzt Gott zu mir etwas sagt und wenn ich mir dann überlege, okay, Gott käme jetzt zu mir und würde mir sagen, verlass deine Familie, verlass deine kleinen Kinder und geh wie Bruder Klaus in die Einöde und verlass einfach alles. Da kommen Widerstände, da kommt Kritik und dann denkst du, ja, aber das kann ja nicht sein. Würde ich mit einem Glauben wie in Maria, ja, mir geschehe, wie du mir gesagt hast, würde ich so antworten? Und dafür möchte ich beten. Ja, schön. Gut. Jesus, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass wir immer zu dir kommen dürfen. So wie wir sind, ungeschminkt, ohne Maske. Ja. Und wenn wir etwas hören, wenn du zu uns sprichst, dann danke ich dir einfach, dass du uns hilfst, auch im Glauben auf das, was wir gehört haben, zu antworten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deine Worte ernst nehmen dürfen und ich danke dir, dass wir die aber auch prüfen dürfen, selbstverständlich, aber dass du uns einfach einen Glauben gibst, der Berge versetzt. Ich danke dir, dass du uns beschenkst mit diesem Glauben, um den wir beten, indem wir eben einfach auf dich vertrauen dürfen, indem wir erkennen dürfen, dass du einen lebendigen Gott bist, der uns hilft und der uns nicht komische Dinge sagt, die wir tun sollen, sondern der uns hilft, im Glauben eben vorwärts gehen zu dürfen, sodass unsere Umstände, unsere Situationen sich verändern und dass wir einfach gestärkt aus deinem Wort heraus leben dürfen. Das ist mein Gebet für uns, diesen Glauben, den wir brauchen und diese Stärke, die daraus resultiert. Amen. Amen. Und wir beten ja heute mit dem Thema, unsere Worte haben Kraft. Und genau das, also wie bringt man die unsichtbare Welt, den Himmel hier auf die Erde, wie wir gebetet haben in Matthäus 6, das Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich mache diese Bewegung, weil wir heute hier die Wiese als quasi die unsichtbare Welt oder den Himmel haben und das extreme Gegenteil hier, das Stadtleben. Ich zeige es euch nochmals. Hier das Stadtleben, das ist das Sichtbare, was uns manchmal so einschränkt und auch so bedrängt. Und wie bringen wir diese beiden Welten zusammen oder den Himmel auf die Erde? Das ist mit unseren Worten. Und die Weihnachtsgeschichte hat so viele verschiedene Figuren. Du hast Maria gebracht, das ist so ein Paradebeispiel. Eben, sie hätte ja viele andere Gespräche führen können mit Gott, wo wir auch noch sehen werden und auch noch durchbeten werden mit dieser Nachricht, aber sie hat sich entschieden zu sagen, nein, ich glaube dir, Gott. Und ein Glaubensgespräch basiert immer auf Vertrauen. Wir gehen zum nächsten Gespräch. Und zwar ist das der Josef. Das ist ja ebenso eine Figur aus der Weihnachtsgeschichte. Wir haben gehört in einer früheren Message, dass eigentlich vom Josef kein Dialog in der Bibel geschrieben steht. Und trotzdem kann man davon ausgehen, dass er vielleicht frustriert war. Und das heißt, vielleicht hat er auch Frustgespräche mit Gott gesprochen. Und da kommt so meine Frage an dich. Ich tauche eben gerne in die Geschichten ein von der Weihnachtsgeschichte. Und da kommt so meine Frage, was hast du für Frustsituationen? Vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit oder an der Arbeit. Gefällt es dir nicht oder du wirst gemobbt oder du bist einfach unzufrieden. Und wie können wir jetzt, wenn wir voll sind von Frust, den Himmel auf diese Erde bringen? Und weißt du, Frustgespräche, das fokussiert eigentlich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ein paar Merkmale, das betont die Hindernisse. Es äußert Unzufriedenheit und es zeigt auch, dass wir in einer emotionalen Spannung sind. Und vielleicht findest du jetzt in dem Moment dich in einer Situation wieder, wo du sagst, ja genau, ich bin so frustriert. Genau so.
Genau so. Und wie machen wir es? Was machen wir, wenn wir frustriert sind? Also ich habe mir ein Beispiel aufgeschrieben. Und vielleicht hilft es dir, dich selber wiederzufinden, was wir meinen, wenn wir den Himmel auf die Erde bringen. Also das heißt, uns nicht von unseren Umständen, sondern von dem Göttlichen, von der göttlichen Perspektive bestimmen lassen. Was heißt das? Also zum Beispiel könnte ich mich nerven, dass ich immer jedes Detail sehe. Und das ist dann so ein Frust, der rauskommt. Aber auf die andere Seite zeigt es auch, dass ich aufmerksam bin auf Details. Das ist ja wieder das Positive. Und genau dafür möchte ich heute beten mit Josef, mit dem Frustgespräch, da wo du dich wiederfindest, wenn du frustriert bist mit deiner Situation, dass wir eine göttliche Sicht bekommen. Weißt du, der Josef, der lag ja da in der Nacht und er hat sich noch überlegt, Maria stillschweigend zu verlassen. Das weiß man, eine ehrenvolle Art und Weise, wie er das gemacht hätte. Und trotzdem war er ganz bestimmt frustriert, weil seine Zukunft einfach versaut war, schlichtweg versaut. Und Josef ist ein Engel im Traum erschienen und hat ihm Anweisung gegeben. Und mit dieser Geschichte möchte ich beten, dass wir die göttliche Sicht in unsere Frustsituationen hineinbekommen. Und wir machen uns eins mit diesem Gebet. Und ich strecke meine Hände aus und ich sage dir, himmlischer Vater, du siehst meine Frustsituation. Mein ganzes Leben ist dir vertraut, heißt es im Psalm 139. Ob ich liege, ob ich sitze oder ob ich stehe, du kennst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Und das bringe ich dir. Und mit meinen Worten bringe ich jetzt den Himmel, die himmlische Sicht, die göttliche Sicht auf die Erde. Zeig mir wie, himmlischer Vater. Ich öffne mich. Dein Wille geschehe in meine Frustsituation. Dein Wille geschehe in meine Finanzen. Du kannst das zu deinem Gebet machen. Dein Wille geschehe, Gott im Himmel, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meiner Ehe. Dein Wille geschehe und dein Reich komme in meine Gesundheit, in meine Arbeitssituation, in meinen Glauben hinein. Ich halte mich dir hin und wenn es dir hilft, deine Hände jetzt aufzumachen, also wir sind hier draußen und du siehst im Hintergrund gehen Leute umher, egal wo du bist, du kannst deine Hände vor dich hinstrecken und sagen, Gott, schenk mir deine göttliche Situation. Öffne mir die Augen. Und mir kommt die Geschichte in den Sinn von Elia. Ich glaube, es war Elia oder Elisa. Der Diener von Elia ging nach draußen und er hat gesehen, dass eine ganze Armee sie umgeben hat und sie sind verloren. Elia hat aber gesehen, dass die Armee Gottes viel größer ist als die feindliche Armee. Und er hat gebetet, Gott, öffne dem Diener die Augen. Und das ist unser Gebet. Danke. Zeig uns die Situation, Gott, wo wir eine göttliche Perspektive bekommen können. Und ich möchte dir dieses Bild noch mal zeigen, dass du den Unterschied siehst. Siehst du hier diese Natur, das Land? Du denkst, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Das ist die göttliche Perspektive. In deine Situation hinein, wo hektisch ist, wo Baustelle ist, wo Stadtlärm ist, da hinein die göttliche Perspektive. Amen. 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 Ich bin schon wieder dran. Ja. Mit dem Zachäus, das ist die nächste Person. Der Zachäus, der hat ein Mangelgespräch gesprochen. Und das ist auch spannend. Nein, nicht der Zachäus, der Zacharias. Sorry, vor lauter Zachäus kommt ja gar nicht vor in der Weihnachtsgeschichte. Aber Zacharias, der hat ein Mangelgespräch gesprochen, weil der Engel ist ihm ja auch erschienen und er hat zu ihm gesagt, dass sein Gebet erhört worden ist. Vielleicht hast du schon lange wartest auf eine Gebetserhörung. Es geht darum, dass wir heute ein bisschen in die Personen eintauchen. Zacharias steht am Altar, er ist ein Priester, er dient Gott, er sieht einen Engel, er erschrickt unglaublich
Und der Engel sagt ihm, dein Gebet wurde erhört. Und dann sagt Zacharias, ja, wie ist denn das möglich? Ja. Ich bin ein alter Mann. Er hat nicht mehr daran geglaubt, aber der Engel hat sich noch erinnert oder Gott hat sich erinnert an seinen Wunsch, an sein Gebet. Ja. Und Mangelgespräche, die betonen immer das Defizit, die betonen immer das, was wir nicht haben. Und meine Frage an dich, wo kennst du Mangelgespräche aus deinem persönlichen Leben? Wo hast du das Gefühl, dass du zu wenig hast? Und ich möchte dir vorlesen aus Lukas 1, Vers 18. Da heißt es, woran kann ich erkennen, sagt Zacharias, dass deine Worte wahr sind? Ich bin ein alter Mann, sagt Zacharias, und auch meine Frau ist schon alt. Er kann es nicht glauben. Er kann es nicht glauben, er sieht nur seinen Mangel. Er sieht nur das, was er nicht hat. Ja, das ist krass. Und er war so ein treuer Mann eigentlich, Ja. oder? Ein Nicht eigen- Priester. Er war so ein treuer Mann, er hat Gott so geliebt, er hat Gott so krass gedient, Ja. all die Jahre. Und dann sagt er, ja, konnte es nicht glauben. Ja, Das krass. ist, ja. Hey, du hattest die Idee mit diesen Karten, Ja, Isa. genau. Und Susan hat ein Kinderbuch ja geschrieben und gemalt und ich habe das zu Hause für mich. Ich habe noch keine Großkinder, aber dieses Kinderbuch ist immer neben meinem Nachttisch und es hilft mir so, dass wenn meine Gedanken wieder destruktiv sind, dass ich das hervornehme und ich habe dir jetzt hier so wir haben ausgeschnitten, wie sagt man, die haben die Karte ausgeschnitten und du siehst hier einen weißen Teil und einen schwarzen Teil. Und immer wenn die Gedanken destruktiv sind, wenn ich denke, ja, wie soll denn das gehen und ich kann das nicht, dann ist das Bild ja so quasi gegen mich oder du siehst, das Schwarze ist gegen mich. Aber dann kann ich das drehen und wenden und dann nehme ich das Göttliche. Das ist für mich dann die göttliche Perspektive, dass wir das Gegenteilige annehmen. Und ich sage dir, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen und strecke mich da auch aus nach dir. Und ich sage dir, ich sage dir, dass wir nicht unsere destruktiven Gedanken, nicht unsere Zweifel, nicht das, was nicht ist, nehmen wir, sondern das bringen wir dir. Wir legen es dir hin und wir sagen, wir sind angewiesen, dass du es uns austauschst, dass du uns Ideen gibst, wie können wir was verändern. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du uns hilfst in unseren Situationen drin und dass wir eben deine göttliche Perspektive annehmen können und dass du uns dabei hilfst, das umzusetzen. Amen. Amen. Und ich möchte dir einfach ein kleines Beispiel geben. Ich habe mich immer beklagt, dass ich die ganze Zeit, wenn ich ins Office fahre, im Stau stehe. Da hat mir Gott eine Perspektive gegeben und hat mir gesagt, beklag dich doch nicht immer, sondern mach's doch umgekehrt. Geh zuerst, richte dich, dann fahr ins Office und bete im Office. Dann kannst du den Stau umgehen und du hast trotzdem Zeit mit mir verbracht. Und das ist eben genau das, was wir gemeint haben. Ja, und es ist so spannend, die Mangelgespräche, die wir führen. Es ist gut, wenn wir uns mal achten, was für Gespräche haben wir eigentlich im Kopf. Sind es Glaubensgespräche oder sind es Frustrationsgespräche oder sind es Mangelgespräche, wo wir sagen, ich habe keine Zeit, ich habe das nicht, ich habe das zu viel, ich habe dieses zu wenig. Und das einfach immer wieder austauschen und den Himmel mit unseren Worten auf die Erde bringen. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir das Wort Gottes haben, weil wir Verse haben, weil wir Zusagen haben. Und mit dem, was wir aussprechen, wenn wir Gottes Wahrheiten aussprechen über unseren Situationen, über unserem Leben, dann kommt der Himmel auf diese Erde. Genau. Und das führt uns zum nächsten, das ist das Angstgespräch. Das sind die Hirten. Ja. Also Angstgespräche, ehrlich gesagt, Isa, das kenne ich, oder? Ja, das kenne ich wir extrem. alle, oder? Also ich muss dir sagen, ich war auch recht nervös, dass das hier alles klappt. Wir sind draußen, ich habe noch nie mit Isa gebetet, vor der Kamera. Also ich weiß schon, dass wir beten können, aber dann noch dieses neue Setting. Und genau in diese Situation hinein habe ich mir immer wieder vorgestellt, das ist der Himmel, das sind die Verheißungen, das sind die Zusagen von Gott. Und das sind meine Gedanken. Ich sehe nur die Baustelle, ich sehe das, was nicht gehen könnte, ich sehe nur den Stadtlärm, ich sehe nur das Schwierige. Aber
Da muss es nicht bleiben. Nein, genau. Und genau das war auch der Punkt bei den Hirten. Oder den Hirten ist ja diese riesige Engelschar erschienen am Himmel und die hatten Angst. Die hatten 100%ige Angst. Weil stell dir vor, auf einmal leuchtet der Himmel und du siehst Heerscharen von Engeln. Ich meine, ich weiß nicht, ob du im ersten Moment gerade vor Freude juckst, gumpst, springst oder ob dich Angst befällt, weil die Hirten, das waren Menschen, die hat niemand gewollt. Die waren unrein bei den Juden, weil die haben gestunken, die waren auf den Feldern, die hat niemand gewollt. Und dann erscheint denen eine solche Engelschar, das ist schon krass. Und die haben aber ihre Angst überwunden und sind dann danach zum Stall gegangen und haben diesen Jesus angebetet als Erste. Und ich lese dir von Lukas 2,15, wie es heißt, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie haben geglaubt, sie haben überwunden und sie haben mit Worten gesagt, wir gehen, wir lassen uns das nicht nehmen. Und jetzt lesen wir Bibelverse, proklamieren wir eben, wir bringen diesen Himmel auf die Erde, wir proklamieren das über uns aus. Ja. Worte Gottes, die Kraft haben, die uns Mut geben und die jede Angst vertreiben soll. Und du kannst dir dabei einfach deine Situation vorstellen. Wo hast du Angstgespräche? Ja. Was macht dir Angst heute? Was macht dir vielleicht Angst für die Zukunft? Was macht dir Angst an Weihnachten? Oder wovor fürchtest du dich? Und nimm diese Situation, stell dir vor, du sitzt da im Dunkeln wie die Hirten. Du sitzt irgendwo auf dem Feld und während ich gerade sage auf dem Feld, weißt du, du sitzt schon mitten in den Verheißungen. Lass dieses Licht von dieser Wahrheit der Bibel, die wir jetzt vorlesen, in deine Situation hineinsprechen. Es ist unser Gebet, es sind gesprochene Worte Gottes und die haben Kraft. Sie wirken, wo überall du auch zuschaust und zuhörst. Genau. Ich habe hier einen wunderbaren Vers aus Jesaja 35,4. Da heißt es, sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr. Denn euer Gott ist bei euch und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir wissen, Jesus ist ein lebendiger Gott und ist durch den Heiligen Geist bei uns. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Gott kommt in deine Situation hinein und ich segne dich jetzt, dass du im Glauben das nehmen darfst und einfach wissen darfst, Gott kommt in deine Situation hinein und wird die Situation verändern, wird dir eine Perspektive geben, eine Sichtweise geben, die verändert. Mein Bibelvers steht im Jesaja 43, Vers 1. Da heißt es, aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, der dich geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat. Er hat dich zu seinem Volk gemacht. Du gehörst zu seiner Familie. Hab keine Angst, Israel. Und da kannst du auch deinen Namen reinstellen. Aber wir beten heute auch gerade für Israel, für all die Menschen, die in Angstsituationen und Angstgespräche haben in Israel. Aber du kannst auch deinen Namen einfügen. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wow. Hab keine Angst. Du gehörst zu Gott. Du hast diese Seite, Gott mit all den Verheißungen auf deiner Seite. Deswegen fürchte dich nicht vor dem, was in der Welt abgeht, weil du hast Gott auf deiner Seite. Wie krass. Jesaja 41,10. Hier geht es darum, dass Gott dir sagt, dass er seine siegreiche Hand über dir ausstrecken wird und dir helfen wird mit seiner siegreichen Hand. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Weißt du, wie oft habe ich diesen Bibelvers über mir ausproklamiert, weil ich Angst hatte vor Situationen, weil ich Angst hatte vor Menschen zu sprechen, weil ich Angst hatte zu versagen, weil ich Angst hatte, nicht genug zu sein. Und so weiter und so fort. Ja.
Und es gibt noch so viel mehr Bibelverse. Du kannst sie selber, vielleicht hast du eine Konkordanz, alte Weise, unter Fürchte nachschauen, was für viele Bibelverse das es gibt. Du kannst googeln, du kannst Bibelverse raussuchen, die Verheißungen sind für deine Situation. Wir haben noch andere als nur das Angstgespräch oder Frustgespräch oder Glaubensgespräch. Wir haben auch das Versagensgespräch. Vielleicht gehörst du zu den Menschen und deswegen wollen wir jetzt weitergehen. Ja, genau. Wir haben noch andere Gespräche, Versagensgespräch, zum Beispiel die Bewohner von Bethlehem. Ist jetzt ein bisschen stark interpretiert, ehrlich gesagt, weil von den Hotelbesitzern oder Herbergebesitzern oder was auch immer das waren, wird nichts geschrieben. Und trotzdem habe ich mir überlegt, vielleicht können sie sich als Versager gefühlt haben, dass sie keinen Platz gemacht haben oder keinen Platz machen konnten für Maria und Josef, als sie nachher gehört haben, was für wichtige Leute das sind. Oder ich meine, als die Karawane kam, das muss denen vielleicht aufgefallen sein, vielleicht auch nicht, das ist Interpretation. Aber Versagensgespräche, es ist geleitet von Schuldgefühlen. Der vergleicht sich mit anderen, er hat Furcht vor Konsequenzen und vielleicht führst du solche Versagensgespräche mit dir selber. Vielleicht stehst du vor so einer Situation, wo du dich immer wieder als Versager fühlst, weil du schon x-mal versucht hast und du hast es nicht geschafft, von deiner Sucht loszukommen oder aus einer Beziehung rauszukommen. Versagensgespräche. Und da stehst du hier auf der Wiese. Wir stehen hier auf der Wiese. Das heißt, wir stehen hier, bildlich gesprochen, auf den Zusagen von Gott. Wow. Und wenn du hier stehst, auf den Zusagen, dann bedeutet das, und das spreche ich heute dir zu, dass Gott für dich kämpft. Ja. Wenn du auf deine Situation schaust, dann musst du das selber machen, dann musst du selber kämpfen und du scheiterst immer wieder. Aber vielleicht ist heute der Moment, wo du nicht resignierst, sondern kapitulierst und sagst, Gott, ich bin mit meinen Kräften am Ende, mit dem, was ich konnte, ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Und das ist unser Gebet, das kannst du zu deinem persönlichen Gebet machen. Gott, hier bin ich. Ich stehe auf den Verheißungen, ich sehe es nicht. Ich fühle mich als Versager, aber ich komme zu dir. Und ich nehme dann nochmal das Ding. Ich tausche das aus. Das Versager bringe ich dir. Und ich empfange, dass ich dein Kind bin. Danke. Und deine Verheißungen für mich in Anspruch nehme. Amen. Amen. Und das ist so krass, das macht so einen krassen Unterschied. Ja. Das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Das, was du aussprichst, kommt nie leer zurück. Nicht immer so, wie du es dir vielleicht wünschen würdest, aber es kommt nicht leer zurück, weil es tut, so was es verheißen ist. Das hilft mir so krass, es immer wieder zu tun. Ja. Gefühlsgespräche, Sterndeuter, oh, da kann ich mich identifizieren, ich sag's dir. Die Sterndeuter, das sagt, oder man würde denen vielleicht heute sagen, dass sie eher so ein bisschen auf der esoterischen Seite waren. Habe ich schon gehört, ob man das wirklich so sagen kann, weiß ich nicht. Aber ich war in der Esoterik und ich kann diese Sterndeuter mega gut nachvollziehen, wie die sich aufgemacht haben oder respektive wie die jahrzehntelang vorher geforscht haben. Die haben geforscht, die haben gesucht, bis sie gefunden haben. Die haben gespürt, da ist irgendetwas. Und vielleicht bist du auch so, du spürst, da ist irgendetwas, da ist mehr und du gehst auf die Suche und irgendwann wirst du finden. Und ich erinnere mich mega gut an diesen Moment, als ich diesen Jesus kennengelernt habe. Ich habe so lange gesucht, was ist die Liebe? Was ist die bedingungslose Liebe? Ich habe einfach nach der Liebe gesucht. Ich habe danach gesucht und ich habe es nicht gefunden. Und als ich es dann gefunden habe, das war so krass. In diesem Moment, da habe ich einfach gewusst, ja, jetzt muss ich nicht mehr suchen. Und das ist den Sterndeutern genauso gegangen. Und ich erinnere mich, was ich für eine Freude hatte damals. Und die Sterndeuter genauso, als die eben nach diesen jahrelangen Forschen und Suchen, wo kommt dieser Stern und wann wird er leuchten, zu welcher Zeit, wie lange brauchen wir für die Reise. Als sie ihn dann gefunden haben, hat ihre Freude keine Grenze gekannt. Und das lesen wir in Matthäus 2, 10 bis 11 heißt es, als sie das sahen,
kannte ihre Freude keine Grenzen mehr. Mega! Sie betraten das Haus oder den Stall, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich möchte beten. Ich möchte beten, dass das, was wir gefunden haben, ob du schon lange mit diesem Jesus unterwegs bist, ob du schon lange im Glauben bist oder ob du jetzt eingeschaltet hast und diesen Jesus noch gar nicht kennst. Ich möchte beten, dass wenn wir diesen Gott kennengelernt haben, dass wir ihn definitiv einfach nicht vergraben, sondern weiterteilen, dass wir Zeuge sind von dem, was wir gefunden haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Sterndeuter, als sie gefunden haben, sind die nicht einfach stillschweigend wieder zurückgegangen, sondern sie haben es weitererzählt. Und Jesus, ich danke dir, dass das Kostbare, dass wir dich weitererzählen dürfen, dass wir Zeuge sein dürfen von dem, was du für uns getan hast, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, in einem stinkigen Stall geboren wurdest, umherzogst wie ein Bettler. Du hast nichts besessen in dem Sinne, aber du hast den ganzen Reichtum hast du in dir getragen. Und ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen, dass wir dich weitererzählen dürfen, dass wir den Menschen dich weitertragen dürfen und sagen dürfen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, damit du für uns auferstehen konntest, damit wir eben diesen Himmel auf die Erde bringen dürfen und damit wir eine Perspektive haben für unsere Zukunft, für die Ewigkeit. Ich danke dir, dass du uns hilfst, Zeuge zu sein in der Weisheit, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den Menschen in unserem Umfeld. Amen. Amen. Wir haben noch einen aus der Weihnachtsgeschichte, obwohl es noch mehrere gäbe, aber heute haben wir noch einen. Und zwar ist es der Herodes mit dem Berühmtheitsgespräch. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass du viel am Hut hast mit Herodes. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Aber ich habe die Geschichte gelesen und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie viel das ich eigentlich mit Herodes am Hut habe. Und ich erkläre dir gleich, warum. Also das Berühmtheitsgespräch, das geht ja darum, der ist selbstzentriert, der hat Angst vor Machtverlust, Streben nach Anerkennung, Manipulation oder Kontrolle. Das sind so die Merkmale von einem Berühmtheitsgespräch. Und nicht, dass ich mich jetzt unbedingt damit so sehr identifizieren konnte, als vielmehr damit, wie Herodes reagiert hat, als er gehört hat, dass ein neuer König kommt. Da fühlte er das Konkurrenzdenken. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so dass, wenn es neben dir so ein bisschen rangelt und dir jemand so ein bisschen vor die Sonne stehen will, wie gehst du damit um? Findest du dich da vielleicht wieder? Und ich habe mir überlegt, was genau können wir jetzt lernen vom Herodes in Bezug auf die Verheißungen von Gott und das, was unser Leben ist, also mit der Wiese symbolisiert und auch mit dem Stadtteil oder mit den Häusern symbolisiert. Und ich habe mir überlegt, wie kommt der Himmel auf die Erde? Das ist, wenn man das Ganze mal umdreht. Und lass uns mal für einen Moment in die Weihnachtsgeschichte von Herodes eintauchen und uns überlegen, wie es wäre, wenn die Geschichte anders gelaufen ist. Also, weil er hat ja die Prophezeiungen gehört. Das heißt, er hat ja das Wort Gottes hat er ja gehört. Die Wiese steht heute für die Prophezeiungen, für die Zusagen von Gott. Das hat er ja gehört. Ja, das ist krass, oder? Das ist krass, Das ist krass. weil die jüdischen Gelehrten, die haben ihm gesagt, ja, das steht schon irgend so was, dass der Messias kommt aus Bethlehem. Diese Verheißung hat er gehört. Was wäre, und lass uns das mal vorstellen, wenn Herodes anstatt die Macht ergriffen hat aus Angst vor Konkurrenz oder vor Kontrollverlust, wenn er nach Bethlehem mitgegangen wäre mit den Sterndeutern. Dann hätte er das Jesuskind gesehen. Er hätte gesehen, und lass uns da eintauchen mit deiner persönlichen Situation. Wenn es dir hilft, dann schließe die Augen. Da, wo du spürst, dass du unter Machtkonkurrenz leidest, vielleicht unter deinen Geschwistern und deinen Familien, kommt immer die ganze Familiengeschichte wieder hervor oder bei der Arbeit oder wo auch immer, wo du in Konkurrenz stehst mit anderen. Stell dir vor, du steigst da aus
Und anstatt die Sache selber an die Hand zu nehmen, gehst du den Verheißungen nach. Und mit diesen Verheißungen, die führen dich direkt zu Jesus. Und du bist vor dem Kind in der Krippe. Und du siehst, wie die Sterndeuter, die weisen Männer, nicht irgendwelche von der Straße oder ungebildet, du siehst, wie sie vor diesem Jesuskind niederknien und ihre ganzen Schätze auspacken und hinlegen. Und genau da fand ich mich wieder und habe gesagt, wenn sie niederknien, ich knie auch nieder. Und ich habe mir vorgestellt, wie Herodes seine Krone auszieht und vor das Jesuskind niederlegt und erkennt, dass es einen König gibt, der größer ist als er selber. Dass es Dinge im Leben gibt, die größer sind als ich. Und dass ich eigentlich an Größe gewinne, wenn ich diesen Jesus anbete. Und nicht darum schaue, um die Position kämpfe oder kämpfe, dass ich oben bin. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass Weihnachten so viel mit meinem Leben zu tun hat. Dass ich jederzeit vor dich kommen kann, auch wenn du unterdessen erwachsen bist, gestorben, auferstanden, auferfahren in den Himmel, Jesus, kann ich trotzdem, du hast die ganzen Himmel durchstritten und bist vor den Thron Gottes gekommen und hast mir den Weg bereitet, dass ich ebenso vor den König der Könige kommen kann, meine Knie vor dir beugen und sagen, ich lege das Berühmtheitsgespräch ab, ich lasse die Zusagen von dir in mein Leben kommen. Und von heute deine Zusagen mein Leben bestimmen und nicht mehr länger Konkurrenz denken. Ich ziehe meine Krone aus vor dir und dann erkenne, dass Anbetung für dich meine Größe bestimmt. Ja, mega. Ja. Ich atme das tief in mir auf und hier draußen fällt es einem noch einfacher, oder? Ja. Diese Wahrheiten einzuatmen. Ja. Und es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass Oswald Chambers hat gesagt, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen in mir. Ja. Und das ist genau das, was du jetzt gebetet und auch gesagt hast. Und wie krass ist es, hätte Herodes umgedreht. Ja. Wir haben immer die Chance, oder? Wir haben immer die Chance, eben mit diesem Bild auch, wir haben immer die Chance, umzudrehen, ob wir jetzt selbstverschuldet irgendetwas gemacht haben oder ob eine Situation in unser Leben hineingekommen ist. Immer die Chance umzudrehen. Genau. Verheißungen von Gott Ja. oder unsere Umstände. Ja, und genau hier wollen wir enden, zusammen mit euch. Und wir wollen dir nicht vorenthalten, was für ein krasses Schild an unserer Straße steht. Schau mal, all das, was wir jetzt gesagt haben, all das, was wir jetzt mitgeteilt haben, da ging es um Hoffnung. Oh, mal schauen, ob ich das schaffe. Ach so muss ich stehen. So, dann kommt es. Hoffnungsstraße. Es ist natürlich jetzt spiegelverkehrt. Ja, aber einfach um dir zu zeigen, hey, das hier ist die einzige Straße in der Schweiz, die so genannt wird, Hoffnungsstraße. Und wo steht sie? Eben, wie Susan am Anfang gesagt hat, zwischen Himmel und Erde. Und das ist so krass, oder? Es gibt Hoffnung. Wenn unsere Situation, eben diese Gespräche, die wir führen, lass uns Glaubensgespräche führen, lass uns das tun, lass uns diese Glaubenssätze aus der Bibel nehmen, lass uns Glaubenssätze über uns proklamieren, damit wir stark werden, damit wir resilient werden, auch wenn sich vielleicht die Situation nicht verändert. Ich meine, Maria und Josef, die haben Gott geboren und mussten trotzdem dann danach fliehen nach Ägypten. Es war alles andere als optimal. Einfach, aber sie haben Glaubensgespräche geführt. Sie haben geglaubt, dass Gott, sie haben an den Verheißungen geglaubt. Ja. Und das wollen wir auch tun. So lasst uns das tun auf dieser Straße zwischen Himmel und Erde. Wir sind noch immer auf dieser Erde, aber wir können Wort Gottes vom Himmel herunter beten für uns, für andere Menschen und das ist einfach genial.
Also so schön, was du heute mit uns draußen hier vor der Hall, wo wir uns jeden Sonntag treffen, wo du unsere Botschaften siehst, hast du jetzt mal ein bisschen was vom Umfeld auch mitbekommen. Wir sehen uns spätestens am nächsten Dienstag wieder. Das ist bereits der 24. Dezember. Yeah. Ich kann es fast nicht glauben. Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Ich freue mich riesig. Wir sehen uns wieder bei Hour of Prayer oder vielleicht schon vorher bei der Candlelight Celebration oder sonst irgendwo online beim Adventskalender. Wo auch immer. Schön warst du mit dabei. Und wie Leo immer so schön sagt, wenn du uns likest und einen kurzen Kommentar dazu schreibst, dann hilft das dem Algorithmus und Leute, die vielleicht genau dieses Gebet heute brauchen, finden es schneller. Deswegen tu das. Und ich danke dir vielmals, warst du mit dabei und wir segnen dich für die Weihnachtswoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.